Es ist Erntezeit. Ich hatte in den letzten 2 Wochen ein paar lustige Dinge geerntet. Und manchmal ist man so an Dingen dran und es ist so, man merkt das kaum. Und etwas, wo ich immer wieder dran bin, ich habe gerade kürzlich an 3 Andachten für ein Andachtsbuch geschrieben für das Jahr 2025. Und dann lag plötzlich im Briefkasten die Version vom nächsten Jahr, vom 2024, wo ich auch mitschreiben durfte. Jetzt habe ich plötzlich so ein Büchlein geerntet und das habe ich heute mitgebracht. Ich habe meine Andachten schon gelesen. Aber wenn jemand von euch ein Andachtsbüchlein braucht fürs 2024, darf man gerne mitnehmen. Etwas, was ich auch in der Arbeit gemacht habe, ich habe so Radiogebete gemacht. Im Radio Live Channel waren immer so Radiogebete gefragt von irgendwelchen Pfarrern und Pastoren und so weiter. Die haben jetzt das Programm geändert und plötzlich lag im Briefkasten so ein Radio mit Logo Live Channel noch drauf und so. Tipptopp, DAB-Radio mit Bluetooth-Speakern und so weiter. Aber ich kann das gar nicht brauchen. Also wenn jemand diese kleine Ernte mitnehmen will, ich lege das auch hier hin, ist einfach der schnellste, ist der geschwindeste, oder? Ich staune auch immer wieder, was wir sonst alles ernten können. Ich denke, gerade was alles im Verborgenen passiert, da staune ich immer so. Ich meine, sind wir heute hier und alle diese Tische sind voll und diese Dekoration ist so schön, einfach weil Leute sich Zeit nehmen und das merkt ja fast niemand, wer das überhaupt ist, aber dann staunen wir alle ab all den schönen Dingen. So etwas, was im Verborgenen passiert. Oder Joel, der Stunden investiert hat, um diesen Sola-Film zusammenzuschneiden. Und ich denke, gerade heute könnten wir mal einen Applaus machen für all die verborgenen Einsätze, oder? Das ist wirklich mega, mega cool. Also ich staune immer, manchmal sieht man so etwas Kleines, wo man wieder ernten kann und staunt einfach, was alles hier ist. Jemand, der im Verborgenen viel arbeitet, ist der Karl-Heinz. Er hat wieder die neue Info-Agenda gelayoutet und alles zusammengestellt und gedruckt. Und viele haben auch mitgeholfen, liegt auch heute neu auf. Also das könnt ihr auch mitnehmen. Es kann heute jeder mit vollen Händen nach Hause gehen mit einer reichen Ernte. Genau. Ja, ist wirklich auch eine coole Arbeit. Erntezeit. Ich beginne mit einem kleinen Bild. So sieht das aus. Stell dir vor, du fährst hier auf dieses Parkhaus hinauf. Und du parkierst in der vordersten Linie. Wer weiß, wo das ist? Flughafen, Parkdeck 6, glaube ich. Da kann man wirklich bis aufs Dach. Und jetzt nehmen wir an, du kennst das Gesetz der Schwerkraft nicht. Und wenn du da wieder kommst und mit dem Auto abfahren willst, denkst du, ja, wieso soll ich diese mühsame Rampe hinunterfahren? Geradeaus, das geht doch besser. Und du gibst Gas da geradeaus. Was passiert? Nicht so toll, oder? Die Airbags kommen raus, sagt jemand. Es kann verheerende Folgen haben. Und es ist gut, wenn man gewisse Gesetzmäßigkeiten kennt, zum Beispiel die Gesetzmäßigkeit der Gravitation, dass es eine Anziehungskraft gibt. Weil wenn man sie kennt und sein Leben danach richtet, dann ist das sehr lebensfördernd. Im Gegenteil, wenn man denkt, für einen ist diese Gesetzmäßigkeit nicht so wichtig und man kann selber das machen, wie man will, dann kann das sehr verheerend oder sogar tödlich enden. Und es gibt ein paar so Gesetzmäßigkeiten auch in der Bibel, ein paar Gesetzmäßigkeiten, die Gott uns sagt und sagt, wenn ihr das in euer Leben einplant und mit einberechnet, dann ist das lebensfördernd. Aber wenn ihr das nicht einplant, dann kann das tödlich enden, es kann sehr verheerend enden. Und eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist, passend zum Erntedank, die Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte. Gott gibt das uns Menschen mit. Schon sehr früh in der Geschichte sagt er es deutlich. Eigentlich eine Verheißung, etwas Positives für uns Menschen. In der Zeit von Noah, viele kennen diese Geschichte mit diesem Schiff und die Sintflut. Und als das alles vorüber war, redet Gott mit Noah. Und er sagt ihm im 1. Mose 8, Vers 22, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
Manchmal liest man das so schnell, aber ich beginne hier richtig zu staunen. Gerade was wir alles in der letzten Zeit gehört haben. Also ich stelle mir vor, so ein Acker auf der Ebene des Äquators vielleicht, wo jedes Jahr wieder neue Frucht entsteht und eine Ernte entsteht. Aber wenn dieser Acker auf dem Äquator liegt, bedeutet das, dass der mit der Geschwindigkeit von der Erdrotation sich dreht. Jeden Tag in 24 Stunden ist dieser Acker mit einer Geschwindigkeit von 1670 Stundenkilometer unterwegs. Und ich habe mal dieses Spiel noch ein bisschen weiter gedacht. Haben wir ja gelernt, oder? Also um der Gravitation der Sonne standzuhalten, ist ja auch die ganze Erde mit einem Tempo unterwegs um die Sonne. Um diesen Fliehkräften standzuhalten, zwar mit einem Tempo von 108.000 Kilometer, rast dieser Acker auf dieser Erde rund um die Sonne herum. Und dann, wenn ich weiter studiere, die Sonne als Zentrum von unserem Planetensystem, die kreist um den Mittelpunkt unserer Galaxie, der Milchstraße in diesem riesigen Gravitationsfeld, ist unterwegs mit einem horrenden Tempo. Und zwar mit 792.000 Kilometern pro Stunde rast unser Acker rund um das Zentrum der Milchstraße. Und das ist eigentlich, das muss man sich mal vorstellen, mit diesem Tempo reist unser Acker um das Zentrum der Galaxie und braucht, um einmal rundherum zu kommen, ganze 240 Millionen Jahre mit diesem Tempo. Also ich staune da. Das heißt, bis wir wieder am selben Punkt sind in der Galaxie, müsste man sehr alt werden. Und dann habe ich noch weiter geschaut. Die Sonne ist ja mit der Milchstraße ist ja ein Teil vom ganzen Universum. Es gibt ja ganz viele weitere Galaxien. Und unsere Milchstraße ist in Bezug auf andere Galaxiehaufen, so Mega-Objekte sagt man diesen, ist auch mit einem Tempo unterwegs. Mit über 2 Millionen Kilometer rast unsere Galaxie durchs Weltall. Und jetzt überlege ich mir unser Acker. Hier irgendwo am Äquator mit diesem Tempo im Weltall unterwegs. Und ich überlege mir, ein Mensch wird vielleicht 80 Jahre, also wie viel Distanz legt so ein Acker in 80 Jahren zurück? Das ist noch ein bisschen fast unheimlich. Also wo wir heute Morgen aufgestanden sind, du gehst vielleicht wieder ins gleiche Bett am Abend, aber es ist an einem ganz anderen Ort, kosmisch betrachtet. Wir sind nie mehr genau da, wo wir mal waren, da kommen wir nicht mehr hin. Also in 80 Jahren legt dieser Acker etwa 0,15 Lichtjahre zurück. So weit reisen wir vielleicht in unserem Leben durch die Galaxie. Im Vergleich zur Milchstraße. Der Durchmesser von der Milchstraße sind 100.000 Lichtjahre. Und jetzt stellen wir uns diesen Acker vor, wie der da durchs Weltall rast. Und Gott sagt, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte. Ich sorge dafür, dass ihr versorgt bleibt in diesem riesigen Universum, auf diesem Planeten, dass es euch gut geht und dass ihr habt, was ihr braucht. Und Gott gibt dir auch sein Zeichen dazu. Meinen Bogen setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken. Ich weiß ja nicht, woran du jeweils denkst, wenn du all diese Regenbogen siehst, die aufgehängt werden und in den Wolken. Vielleicht denkst du da auch manchmal so an Sexualthemen und so weiter. Aber ich weiß, woran Gott denkt, wenn er das sieht. Er sagt, dann denke ich an meinen Bund, dass Saat und Ernte nicht enden werden. Und gerade wenn ich selber Regenbogen betrachten kann in der Schöpfung, dieses wunderbares Naturphänomen eigentlich, dann staune ich immer wieder und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dieser Bund, den Gott dem Menschen geschenkt hat, dass Saat und Ernte nicht aufhören werden. Also wenn wir da unterwegs sind in unserem Weltall und überlegen, was sind so wichtige Prinzipien, Saat und Ernte werden nicht aufhören. Mich bringt das zum Staunen, auch zur Dankbarkeit zu sagen, danke Gott, dass du uns so wunderbar versorgst, auch in diesem riesigen Universum drin, dass du an uns denkst und ja, dass wir alles haben, was wir brauchen.
Aber es geht natürlich noch weiter mit diesem Prinzip. Es ist nicht nur etwas, was für die äußerliche Versorgung ist, sondern es ist auch ein Prinzip, was eigentlich mit dem ganzen Leben zu tun hat. Und dazu will ich gerne eine Stelle lesen aus dem Galater 6, wo dieses Prinzip wieder auftaucht. Da heißt es nämlich im Galater 6, Verse 7 bis 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also mit anderen Worten, das ist nicht eine Erfindung des Menschen, sondern es ist eine göttliche Erfindung, ein göttliches Prinzip. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und man kann sich jetzt so verhalten, dass man sein Leben daran orientiert und das mit einberechnet, dann wird es lebensfördernd sein. Oder man kann sagen, ja, mich interessiert das nicht, dann kann es sehr verheerend sein und verheerend enden. Hier wird es beschrieben, in diesem Abschnitt, dass man auf sein eigenes Fleisch säen kann und dann, dass dann dieses Prinzip verheerende Folgen hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass man auf Vergängliches sät, auf Dinge, die vergehen, auch auf Schädliches. Oft sind das auch egoistische Dinge. Im Kontext von diesem Bibeltext beschreibt der Schreiber eine Situation, wo die Leute sehr geizig sind. Also eigentlich um Geld geht es hier und er sagt, ja, du kannst hier nur auf dich selber säen, auf das Vergängliche, auf das, was weggeht, auf den, also Geiz, sagt man dem, oder? An anderer Stelle im 1. Timotheus 6 heißt es, dass Geiz die Wurzel allen Übels ist. Und im Kolosser heißt es, dass es wie Abgötterei ist, so die Geiz ist Geil-Mentalität quasi, oder ich, mich, meiner, mir, Gott segne diese vier. Ich ziehe alles, sogar Gott muss mir noch dienen und schauen, dass für mich alles dann gut herauskommt. Ich stelle mich so ins Zentrum des Universums quasi. Also ich kann auf mich und mein Leben sehen, aufs Vergängliche. Aber ich kann auch auf etwas anderes sehen, aufs Geistliche, auf das, was dann Leben bringt. Vielleicht klingt das ein bisschen abstrakt in deinen Ohren, aber ich versuche das auch zu verdeutlichen, was das bedeutet. Also ich kann zum Beispiel bewusst Taten der Liebe säen. Ich kann Gedanken der Freude in meine eigenen Gedanken säen, aber auch in mein Umfeld. Ich kann ein Bemühen um Frieden säen. Wenn es stressig ist, kann ich Geduld säen. Wenn andere schimpfen, kann ich Freundlichkeit säen. Wenn jemand leidet, kann ich Güte säen. Wenn irgendwelche Blicke mich betören, kann ich mit einem entschiedenen Nein Treue säen. Wenn ich Sanftmut sähe, Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung und so weiter, können wir diese Dinge säen und das ist etwas Wunderbares. Weil wenn du an Jesus glaubst, wenn du ein Christ bist, dann hat Gott dir verheißen, dass der Heilige Geist dich erfüllt und an dir arbeitet und in dir arbeitet. Und solche Samen, die auf den Geist gesät werden, das ist so wie wenn Wasser auf die Mühlen des Heiligen Geistes kommt, das bringt viel Frucht. Dann kann der Heilige Geist arbeiten und in uns am Wirken sein, dass etwas Großes entstehen kann. Wenn wir hierzu lesen, Galater 5, Vers 22, wo diese Frucht dann des Geistes beschrieben ist, Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind diese Dinge, die der Heilige Geist wachsen lassen will. Wie gut ist es, wenn wir auch in diese Dinge hineinsäen? Gegen diese aber ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Mit anderen Worten, Paulus, der das schreibt, sagt, für Christen ist das normal, dass sie nicht aufs Vergängliche, aufs Irdische, auf die eigenen Lüste und Begierden nur hinsäen, aufs Fleischliche, sondern normal ist, dass sie aufs Geistliche säen. Und dann kann ganz viel geistliche Frucht auch entstehen. Und das ist eine dieser Fragen, die ich dir heute mitgeben möchte. Auf was säst du in deinem Leben? Wo legst du deine Samen rein? Vielleicht in der Ehe oder Partnerschaft. Überleg dir das mal. Was säst du da in deine Ehe, in deine Partnerschaft? Gedanken der Treue, der Nähe, der Hingabe? Oder säst du Gedanken der Untreue, der Distanz, des Eigennutzes? Oder in der Erziehung zum Beispiel. Wie erziehen wir unsere Kinder?
Vielleicht schreist du die Kinder an und wunderst dich, dass du Kinder hast, die schreien. Was du säst, das wirst du ernten. Das war ein großes Lehrstück für mich. Ich habe mich vor einigen Jahren war das gefragt, eines unserer Kinder, wurde immer sehr schnell sehr laut und wütend und hat das so geäußert. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und plötzlich hat mir Gott so wie einen eigenen blinden Fleck geöffnet und gezeigt, ja, wenn es dir nicht passt, wirst du ja auch laut. Dann habe ich gedacht, der lernt das von mir, okay. Das war wie so eine Erkenntnis. Ich habe gemerkt, ich habe das gesät und die Frucht kam zurück. Und ich habe dann gemerkt, ich muss das Gegenteil säen. Ich muss doch zeigen, wie man umgeht mit schwierigen Situationen, wenn man wütend ist und keine Geduld mehr hat, dass man dann eben nicht laut wird. Das ist das, was ich säen muss. Und ich habe begonnen, mich da zu bemühen. Und manchmal ist es so, das braucht ja lange. Ich hatte gerade diese Woche ein interessantes Erlebnis. Es war auch ein Stück wohltuend. Am Mittwochmorgen mit den Kindern aufgestanden. Meine Frau Janine war schon weg bei der Arbeit und ich war ein bisschen müde und die Kinder waren auch müde. Auf jeden Fall hatten wir alle sehr wenig Geduld. Und ein paar Dinge haben nicht gepasst und ich habe richtig ausgerufen. Und dann ist etwas Komisches passiert. Ich war mir gar nicht gewohnt, alle blieben ganz still. Das war für mich wirklich ein bisschen ungewohnt. Und in diesem Moment sind zwei Sachen in meinem Kopf passiert. Zum Ersten wurde es mir plötzlich mega peinlich und ich habe gemerkt, dass ich selber wieder gesät habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und dann habe ich mich aber auch gefreut, weil ich gemerkt habe, da ist eine Frucht am Wachsen, wo ich 2 Jahre oder wo wir jahrelang 2 Jahre am Säen waren. Und es entsteht langsam etwas. Und ich habe gedacht, von diesen Früchten muss ich noch ganz viel ernten. Ich denke manchmal auch Nachbarschaft. Was säst du in deine Nachbarschaft? Denkst du, alle deine Nachbarn sind Idioten? Dann wohnst du sehr schnell in einer Nachbarschaft voller Idioten. Aber wenn du Gedanken säst, dass deine Nachbarn wertvolle Geschöpfe Gottes sind, dann lebst du plötzlich in einer High-Society-Nachbarschaft. Was säst du auch in Bezug auf die Gemeinde, auf das Reich Gottes? Mit deinen Begabungen, mit deinem Geld, mit deiner Liebe, mit deiner Hingabe. Bist du bereit oder willst du viel säen, dich investieren, Gutes, Leidenschaft, Liebe für die Gemeinde? Oder säst du manchmal lieber Distanz, Vorwürfe, Abstand? Dann muss man auch nicht staunen, wenn einem die Gemeinde plötzlich ganz distanziert vorkommt. Und so können wir weitermachen. Es gibt ganz viele Dinge, was säst du in deinen Körper? Säst du in deinen Körper Nikotin und zu viel Alkohol, zu wenig Schlaf und nur Stress? Dann muss man nicht staunen, wenn man entsprechend erntet. Oder säst du auch einen Sabbat, eine Ruhepause, einen sportlichen Ausgleich nach 8 Stunden Arbeit vor dem PC am Bürotisch zum Beispiel? Oder die Seele, das geht ja dann weiter. Was säst du in deine Seele? All die Schreckensnachrichten, die ganze Zeit reinkommen, füllst du irgendwo herein und staunst dann, was du erntest? Oder säst du gute Sachen? Das ist meine Frage, die ich dir heute mitgeben will. Was säst du in deinem Leben? Was möchtest du vielleicht säen? Und wo gibt es Dinge, wo du merkst, stopp, da habe ich Dinge gesät, die sind nicht gut. Da sind Dinge am Wachsen oder schon gewachsen, da sind Früchte am Entstehen, die führen nicht zu einem guten Leben, sondern eher ins Verderben. Vielleicht Dinge, wo du sagst, da will ich Buße tun. Da will ich nicht mehr säen. Da will ich Gott bitten, dass er das auch abschneidet, dass keine schlechten Früchte entstehen. Oder Dinge, wo du sagst, ich will bewusst Gutes säen. Deshalb schreibt ja Paulus hier, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Vielleicht sagst du jetzt, ja gut, das klingt ja eigentlich noch spannend, aber es ist auch sehr streng. Das braucht ja viel Arbeit. Und tatsächlich ist es so, das ist kein Geheimnis. Also wenn wir hier weiterlesen, dann schreibt Paulus, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Also mit anderen Worten, das kann müde machen. Säen, Arbeit. Ich könnte auch mal unsere Landwirte fragen, ob das eine ganz entspannte Arbeit ist, so das Aussehen, die Felder bestellen und alles machen, dass gute Frucht entstehen kann. Das ist, glaube ich, schon mit Arbeit verbunden. Und das wird hier auch gesagt, es kostet etwas. Zuerst muss man das wertvolle Saatgut loslassen und in die Erde geben.
Und dann muss man es auch einem gewissen Risiko aussetzen. Einiges wird von den Vögeln weggefressen. Oder was ist, wenn das Wetter nicht passt oder wenn die Schädlinge kommen? Also man sät auf ein gewisses Risiko hin. Aber es geht ja dann weiter. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. An jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Also wir dürfen beginnen, üben, zuerst an des Glaubensgenossen, hier in der Gemeinde, an den Geschwistern miteinander Gutes tun, säen, schauen, was passiert, aber dann auch an allen. Zu diesem Prinzip hat die Bibel einige Tipps und 2 von diesen möchte ich mit euch teilen. Das eine finden wir in 2. Korinther. So Saat- und Erntetipps könnte man quasi sagen. Das erste ist Großzügigkeit. Die Bibel ermutigt uns, großzügig zu säen. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich, oder da könnte man auch übersetzen, freigebig oder reichlich sät, wird auch segensreich, freigebig und reichlich ernten. Das ist eigentlich eine recht schöne Verheißung. Gott sagt uns hier, seid ruhig großzügig. Sät großzügig aus. Ja, man weiß nicht, welche Samen auf gutes Land und welche auf schlechtes Land fallen. Aber wenn man gar nicht großzügig sät, ja, dann muss man nicht staunen, wenn es auch nur eine kleine Ernte gibt. Das ist ja ganz logisch eigentlich. Und Paulus schreibt diesen Vers im Zusammenhang eigentlich mit einer Kleinigkeit. Es geht hier ums Geld. Also er spricht hier zu den Korinthern und sagt, die sollen doch großzügig sein, auch mit ihren Finanzen, wie sie diese investieren, auch ins Reich Gottes oder in die Gemeinde oder in die Geschwister oder dort, wo Nöte sind. Manchmal denke ich, das ist wirklich ein guter Prüfstein für uns auch heute, wenn wir uns fragen, wie gehe ich mit meinem Geld um, verrät das ganz viel darüber, wie ich selbst ticke, wie ich selbst säen will oder auch nicht. Aber das Ganze gilt ja auch für viel Wichtigeres. Zum Beispiel, in was sähe ich in Beziehungen? Liebe. Und ich denke manchmal auch, das Evangelium säen anderen Menschen, das ist ja so ein cooles biblisches Bild, dass das Evangelium gesät wird, das ist wie Samenkörner oder Wort Gottes, das ausgestreut wird und manches fällt auf guten Grund und wächst. Die Bibel sagt ja, wir sollen säen und wir sollen begießen, aber Gott schenkt das Wachstum. Und dann ernten, die schönste Arbeit aller Arbeiten, aber manchmal auch ganz anstrengend, das dürfen wir auch tun. Also, oder nach das Allerwichtigste, großzügig säen in die Beziehung mit Gott. Ich denke, das ist das Allerschönste und Wichtigste, dass wir sagen, genau da will ich doch großzügig sein. Wie ich meine Zeit mit Gott verbringe, wie ich ihn in meinen Alltag mit einbeziehe, wie ich mich an ihm orientiere. Wenn wir da großzügig säen, dürfen wir auch großzügig ernten. Ein zweiter Tipp, im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, Tor oder Idiot, Dummkopf, wie auch immer. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und das denke ich, das ist ein ganz, ganz guter Tipp für uns, dass wir sagen, okay, wenn wir Gutes säen, dann bedeutet das ja zuerst, dass es in die Erde fällt und stirbt. Erst dann kann gute Frucht entstehen. Das hat viel mit Loslassen zu tun, mit diesem Risiko, von dem wir gesprochen haben. Im Psalm 126 heißt es, dass wir säen mit Tränen, mit Weinen. Und ich denke, es gibt wirklich ganz viele so Bereiche. Ich habe vorher ein Beispiel aus unserem Familienalltag beschrieben. Die Kinder, da säst du jeden Tag wieder aufs Neue, jeden Monat aufs Neue. Manchmal sieht man etwas, aber man sät und hofft, dass es Ernte bringt im ganzen Leben des Kindes. Man sät und sieht so vieles manchmal nicht und denkt, es ist jetzt einfach weg. Aber es muss wie wegkommen, um dann Frucht bringen zu können. Ich denke manchmal auch, wenn wir das Evangelium versuchen weiterzugeben, diese frohe Botschaft von Gott, wie viel Herzblut und Leidenschaft und auch Geld und Finanzen, sehen wir, dass Menschen irgendwie das Evangelium hören können. Man gibt das wie weg. Man fragt sich dann, was kommt, was wächst. Wir haben ja vor 3 Wochen mit dem Alpha-Life-Kurs gestartet. Das ist eigentlich ein Hauptinhalt dieses Alpha-Life-Kurs, um miteinander das Evangelium anzuschauen und zu schauen, was das alles für wunderbare Frucht bringen kann im eigenen Leben.
Und am Tag, als wir gestartet sind, hatte es 2 Anmeldungen. Dann hat plötzlich eine Frau angerufen und gesagt, ja, ich komme auch noch dazu, mit meiner Freundin. Da war die Ernte plötzlich doppelt so groß. Und jetzt diese Woche hat sie angerufen und gesagt, ja, ich habe noch jemanden, der mitkommt. Jetzt sind wir noch eine größere Gruppe. Und manchmal kommt man einem vor, als steckt man irgendwo in diesem Ackerfeld fest und bringt die Füße fast nicht mehr raus. Aber plötzlich gibt es Früchte, kleine Früchte. Und ich bin gespannt, was da noch weiter wachsen darf. So sind wir oft unterwegs und dürfen lernen, auch Dinge loszulassen, zu säen, aufs Risiko hin, nicht zu wissen, was passiert. Und es gibt ja noch eine viel größere Perspektive. Ihr habt diese Verse jetzt im Kopf. Und der Paulus schreibt ja, zu seiner Zeit werden wir ernten. Und allgemein schreibt er ja, ewiges Leben ernten. Das hat ja eine Perspektive noch bis in die Ewigkeit hinein. Nicht nur hier auf dieser Welt, sondern auch was die Zukunft betrifft. So eine Ewigkeitsperspektive. Und auch in diesem Vers hier, den wir haben, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn, schreibt das der Paulus, weil er in die Ewigkeit schaut. Weil er an ein Säen und ein Ernten denkt, das über diese Welt hinausgeht. Mit anderen Worten, Paulus sagt, es gibt ein Ernten vom Ewigen mit einem Ewigkeitsperspektive. Und wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir wissen, wir werden auch in die Ewigkeit hinein ernten, sage ich mal. Er führt das dann hier weiter aus, der Paulus. Und zwar schreibt er, und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen Samenkörnern. Dann ein bisschen später, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Also dieses Prinzip von Saat und Ernte, ich will euch mega ermutigen, mal dieses ganze Kapitel zu lesen. 1. Korinther 15, das ist so gewaltig, wie Paulus hier dieses Prinzip von Saat und Ernte anwendet auf die Ewigkeit. Das müsst ihr euch echt mal reinziehen. Das ist ein langes Kapitel und da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also Paulus vergleicht dieses Prinzip hier mit dem, was Jesus uns schenkt am Ende des Lebens. Er sagt, wenn ihr an Jesus glaubt, dann werdet ihr zwar mal sterben. Euer irdischer Körper, der vergänglich ist, wird wie in die Erde hineingelegt. Aber das ist nicht das Ende, sondern es entsteht eine Frucht, eine ewige Frucht. Es entsteht eine Frucht, die noch viel besser ist. Paulus vergleicht das in diesem Kapitel wie mit dem irdischen Leben, das ein bisschen fahl scheint wie ein Mond, und dann das ewige Leben, das wie die Sonne einen Glanz hat. Er vergleicht das auch quasi mit dem, was man sät, in Vergänglichkeit, aber dann erntet in Unvergänglichkeit. So verschiedene dieser Bilder werden hier aufgenommen, um das zu erklären. Und er sagt dann voller Freude in diesem Kapitel, ja, wenn wir das sehen und dieses Prinzip hier auch auf die Ewigkeit entdecken, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also mit anderen Worten, plötzlich verliert sogar das Sterben seine negative Kraft. Man merkt, hey, das ist ja erst die Saat von etwas, was eine Ewigkeit noch viel bessere Frucht bringen will. Und ich finde es spannend, wenn wir dann weiterlesen, merken wir, dass die größte und vollkommenste Saat und Ernte ja bereits vollbracht wurde. Ich möchte hierzu in Johannes gehen und ein Wort lesen, was Jesus gesagt hat. Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus erklärt hier den Jüngern, was kommen wird. Dass er sterben wird, aber dass sein Sterben zu seiner Verherrlichung werden wird. Ich finde auch wunderschön, wie Jesus den Jüngern sagt, ich will nicht alleine bleiben. Ich will eine ewige Gemeinschaft mit euch zusammen haben. Aber dafür muss etwas gesät werden.
Und so war es mit Jesus. Ich sage mal, die größte Herrlichkeit, die Jesus gezeigt hat, ist, dass er sich nicht als zu groß erachtete, um am Kreuz zu sterben. Dass er unsere Schuld auf sich genommen hat und dann voller Striemen, blutig geschlagen, nackt, wie ein nacktes Korn, an diesem Kreuz hing, gestorben ist und von dem Menschen quasi in die Erde, ins Grab gelegt wurde. Ein Samenkorn, das stirbt. Aber das Wunderbare ist ja, dass es bei Jesus nicht dabei blieb, sondern dass tatsächlich eine wunderbare Frucht entstanden ist. Dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er selber neu erschienen ist, in einem ewigen Leib, in einem ewigen Körper und dann sagt, hey, das ist ja nur der Anfang der Frucht. Aber da wird ganz viel weitere Frucht entstehen. Da werden ganz viel weitere kommen, die dieses Geschenk der Vergebung annehmen und ein ewiges Leben erhalten. Da entsteht nicht nur eine 100-fache Frucht oder 1000-fache, sondern eine millionenfache, vielleicht sogar eine milliardenfache Frucht. Und ich staune dann, dass ich auch so eine Frucht sein darf. Dass Jesus sich hingegeben hat und in die Erde gelegen hat lassen, dass er gestorben ist. Dass ich auch so eine Frucht an ihm sein darf. Und hier auch, dass wir zusammen so Früchte von Jesus sein dürfen. Und Paulus kommt hier im Kapitel 15 aus dem Staunen nicht mehr heraus im 1. Korinther. Und er sagt dann dazu, Vers 58, daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, Geschwister, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also wenn wir hier auf der Erde sind und säen, manchmal die Frucht nicht aufgehen sehen, wenn wir säen, indem wir auf Gott vertrauen und manchmal denken, ist trotzdem alles so vergänglich, dürfen wir wissen, es gibt eine Ernte, die ist nicht nur auf der Erde, sondern die ist in der Ewigkeit. Und deshalb sagt Paulus, sähe doch auf das Geistliche, dann kannst du ewiges Leben ernten. Und ich will dir zum Schluss das einfach als ein paar Gedanken mitgeben, um zu bewegen. Ich denke, es ist eine ganz grundsätzliche Frage. Säst du dein Leben auf Jesus Christus? Hängst du dich bei ihm ein? Nimmst du seine Vergebung in Anspruch, dass er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist? Und auch möchtest, dass du eine Frucht von ihm bist? Willst du ihm vertrauen, dass er schon die größte Frucht, die größte Saat vollbracht hat und du dich da einhängen kannst, ein Teil von seiner Familie werden kannst? Das ist die Saat, die wir legen können. Ich sähe mein Leben auf Jesus und darf dafür ewiges Leben ernten. Nicht, weil ich so gut mache, sondern weil Jesus die beste Saat und Ernte schon vollbracht hat. Ich will dir aber auch die Frage mitgeben, auf was säst du in deinem Alltag? Das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen können. Sähe ich aufs Fleischliche, aufs Vergängliche, aufs Verderbliche? Oder sähe ich auf Dinge, die Leben bringen, die lebensspendend sind? Und ich denke, es kann gut sein, dass wir auch hingehen und unsere Hände falten und Jesus um Vergebung bitten, wo wir Falsches gesät haben. In unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Beziehungen. Vielleicht auch Jesus bitten, dort wo wir sehen, da sind falsche Früchte entstanden oder am Wachsen, dass wir sagen, Jesus, schneide das ab, dass das nicht weiter wächst. Sei du mein Gärtner. Und dann aber auch die Hände zu öffnen und zu sagen, Jesus, schenk mir deine Samen. Ich will Gutes säen, in mein Umfeld hinein, in mein eigenes Leben hinein, in Beziehung zu dir hinein. Und dann großzügig zu säen. Und das Schöne ist ja, wenn wir diese Samen säen und die Hände offen haben zu Gott, dürfen wir wissen, dass die Hände nie leer werden und wir großzügig weitersehen dürfen. Wir haben auch heute die Möglichkeit der Ministry Time, Leute, die bereit sind zum Beten während den nächsten Liedern. Vielleicht gibt es auch etwas, das du ablegen möchtest mit jemandem zusammen oder eine Bitte um eine Frucht, die entstehen darf, einen Samen, den du vielleicht neu säen willst in der nächsten Zeit.
Dann darfst du gerne zu den Leuten hingehen, die stehen dann hinten und sie beten für dich. Es ist aber auch eine Zeit einfach, wenn du ein Segensgebet brauchst, ein Anliegen hast, wo du froh bist, wenn jemand mitbetet. Während den nächsten Liedern, nehmt das in Anspruch und lasst für euch beten. Aber ich will gerne auch, dass wir jetzt gleich zusammen vor Gott kommen können und ins Gebet kommen können. Und wenn ihr mögt, stehen wir doch dazu auf, um bewusst so vor unserem Gott zu stehen. Danke vielmal, Jesus Christus, dass du am Kreuz gestorben bist. Und du bist der wertvollste Same, den es überhaupt gibt. Du bist Gott selber, der zu uns Menschen gekommen ist. Aber du warst dir nicht so schade zu sterben und in die Erde gelegt zu werden. Für uns, an unserer Stelle, für unsere Schuld, für unsere Sünden, für das, was wir alles falsch machen, falsch säen. Du bist dafür gestorben, Jesus. Du hast das mit ins Grab genommen. Und Jesus, wir staunen auch, was für eine wunderbare Frucht daraus entstanden ist. Dass du auferstanden bist, Jesus. Dass du den Tod besiegt hast. Und dass wir einfach bei dir uns einhängen dürfen. Dass wir ein Teil von der Frucht sein können, die bei dir wächst. Und Jesus, wir danken dir auch, dass wir mit dir zusammen eine Perspektive bis in alle Ewigkeit haben. Dass wir unser irdisches Leben wertschätzen dürfen, weil es ein Geschenk ist von dir, aber dass wir uns auch freuen können, wenn das Vergängliche vorbei ist, etwas Unvergängliches zu ernten. Ein unvergängliches Leben, wo wir jetzt schon Anteil haben in dir. Und Jesus, wir kommen auch zu dir mit unserem Alltag. Du siehst, wo wir Falsches säen. Und wir bitten dich, Jesus, auch, dass du unsere schwarzen Flecken öffnest. Dein Geist ist ein Geist der Wahrheit. Zeige uns deine Wahrheit, wo wir Falsches säen oder gesät haben. Wo wir jetzt Früchte tragen, die wollen wir eigentlich gar nicht. Und Jesus, wir kommen damit zu dir. Genau das hast du an dein Kreuz getragen. Und wir bitten dich, sei du unser Gärtner. Und schneide du heute ab, was nicht hingehört. Und wir öffnen unsere Hände zu dir, Jesus, und möchten dich bitten, dass du sie füllst mit guter Saat, dass wir großzügig säen dürfen. In uns selber, in unsere Gedanken, in unsere Beziehungen, aber auch in die Beziehung zu dir. Lass uns großzügige Aussäer sein, damit wir auch großzügig ernten können. Danke, Jesus. Amen. Wer mag, darf gerne stehen bleiben, um auch vor Gott zu kommen, ihm zu singen, dürfte Ministry Time in Anspruch nehmen, aber auch ins Gebet gehen. Nutz die Zeit, um mit Gott im Gespräch zu sein. Was ist deine Saat? Was ist deine Ernte? Und lass uns zu Gott kommen und das Leben, das von ihm zu uns fließt, in Anspruch nehmen.